Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben heute den 19.10.25. Es ist eine Woche her, wo ich das letzte Mal da war. Ich bin wieder am... Jetzt sehen wir es, ja, tipptopp. Bin wieder am Marmorera See. Ich probiere jetzt am Anfang nochmal an der gleichen Stelle. Weil da habe ich das jetzt schon ein paar Mal Biss gehabt. Gehe aber dann später auf die andere Seite noch, weil ich habe keine Lust, um jetzt die ganze Zeit auf dieser Seite zu bleiben. Und dann wieder einschalten, wenn ich einen Fisch gefangen habe. Jetzt ist einfach noch zu dunkel zum Werfen. Ja, also sehen wir dann entweder, wenn ich einen gefangen habe oder wenn ich die Seite gewechselt habe. Also, ich hatte jetzt gerade noch ein mega schönes Gespräch gehabt mit dem Mohammed aus dem Irak. Wir haben jetzt gerade dort oben getroffen beim Parkplatz. Ein Typ. Uhren aufgestellt. Der ist so dankbar gewesen, dass er da sein darf. Also der ist kein Flüchtling oder so, der wohnt schon länger da. Aber der ist so dankbar, dass er da sein darf. Und einfach die wunderschöne Natur hier geniessen darf. Und ich finde das immer so schön, wenn ich irgendwelche Leute hier treffe am Ufer, oft auch Rentner, und dann einfach mit denen über alles Mögliche schnorren kann. Ich habe jetzt den Platz gewechselt, bin bei der Staumauer jetzt und arbeite mich dann immer weiter Richtung, ja, was ist das? Westseite vom See. Wir haben bis jetzt leider noch keinen Biss gehabt, aber wir haben ja noch Zeit. Der Wind ist ein bisschen stark heute. Und die Wellen sind auch recht laut, wie man hört. Ich habe gehofft, dass ich heute noch ein bisschen fliegen fischen kann, aber wenn es so luftet, dann wird das nichts. Ich glaube, ich werde noch nächstens den Spot wieder wechseln. Das ist eher unangenehm hier mit dem Wind. Bis jetzt habe ich leider noch keinen Erfolg gehabt. Kein Biss, kein Nachläufer und gar nichts. Und es luftet auch extrem. Das ist jetzt schade. Ich weiß nicht, ob das auch einen Einfluss hat, dass die Fische nicht beißen. Auf jeden Fall sehe ich sie nicht steigen, weil sie halt keine Insekten fressen. Das ist dann auch ein bisschen schwieriger. Vielleicht sind sie dann auch nicht so nah an der Oberfläche. Jetzt habe ich gerade einen Biss gehabt. Ja. Hängen geblieben. Ja, gerade einen kurzen Adrenalinschub gehabt. Das ist gleich nicht so tief, wie ich gedacht habe. Das gleich ein bisschen weiter auswerfen. Dort hinter mir ist noch einer am Fischen. Der ist mit seinen 2 Kindern hier zelten diese Nacht. Und der hat eben gesagt, dort hinten ist schon jemand. Deswegen gehe ich, glaube nicht mehr viel weiter hinter. Ich probiere es jetzt hier noch eine Viertelstunde oder so. Dann gehe ich zurück zum Auto. Und je nachdem, wie stark der Wind ist, probiere ich es per Staumauer nochmal. Vielleicht auch mit der Flügerroute. Weil habe ich nämlich auch schon Biss gehabt an der Staumauer mit Flügerroute. Wäre schon noch cool, könnte ich so einen rauskriegen.
Wäre noch geil, um dieses Jahr mal Eisfischen in Engadin. Aber die haben einfach die Ausrüstung nicht dafür. Müssen wir dann auch noch holen. Ich habe vor, nächstes Jahr auf Kanada zu gehen. Mal schauen, ob das zustande kommt. Wäre schon geil. Könnt ihr dort auch fischen. Also hauptsächlich würde ich wegen dem gehen. Und einfach so ein bisschen British Columbia erkunden. Genau so hängt er in sich selber rein. Und dann hat man das Gefühl, es ist ein Fisch dran. Also teilweise würde ich so Knöpfe nicht mal herkriegen, wenn ich es wette. Der blöde Wind. Jetzt habe ich dann zum Glück auch bald das Militär hinter mir. Am 5. November ist fertig, habe ich Durchdiener gemacht. Bin dann finito. Ich muss nur noch das jährliche Schiessen hier machen. Aber es ist halb so tragisch. Ich check auch nie so ganz, wann die beste Uhrzeit ist zum Fischen. Weil am meisten Biss habe ich schon am Morgen und am Abend. Aber nicht viel weniger habe ich auch schon mitten am Mittag gehabt. Also auch schon 1:30 hatte ich einen gehabt, um die 12 Uhr herum. Was eigentlich gerade am wärmsten und am hellsten war. Der Spot hier sieht einfach zu gut aus, dass keiner beißt. Ja, nun. Aber jetzt lässt der Wind nach, das ist auch gut. Ja, dann gehe ich glaube nachher bald einmal zum Auto zurück, um die Flügerroute zu holen. So, jetzt gebe ich noch 3 Würfe und dann verziehe ich mich. Schade. Aber was soll's. Jetzt tue ich zuerst mal etwas essen. Also zuerst mal zurücklaufen, dann etwas essen. Dann gehe ich entweder an den Einlauf wieder hinter oder an die Staumauer. Vielleicht haben wir dort mehr Glück. Ich frage mich bei so Burgen oder so Aussichtsposten wie dem hier amix, wie sie das scheiß Zeug hier aufgetragen haben. Das muss ein Horror-Pain gewesen sein. Es ist krass, wie schnell sich hier die Windrichtung ändert. Vorher, als ich hier angekommen bin, ist der Wind von Norden gekommen. Dann war kurz windstill und jetzt kommt er von Süden. Ich bin jetzt vorne kurz beim Damm vorne, hatte aber nur einen Biss. Oder immerhin einen Biss. Das einzige Spektakuläre heute. Digga, das ist ja gestört, wie stark es hier luftet. Vorher waren noch Taucher da, die gesagt haben, sie haben recht grosse Fische gesehen. Jetzt müssen wir die nur noch rausholen. Ja. Ich gehe nur auf die andere Seite. Weil das da ist ein Quatsch, wenn es so luftet. Ja, nun. Ja, da runter gar nicht. Kann ich mit dem Wind schmeißen. Arme Hund. Oh, da ist schön windstill. Hoppa. Da ist eben auch schön tief und geht recht gleichmäßig runter. Jetzt habe ich wieder Seitenwind, hey, willst du mich verarschen? Da der Ausrutscher, den ich im letzten Video eingeblendet habe, ist genau dort passiert. Dort gehe ich nicht mehr her. Bin jetzt gleich? Oh nein, bin ich dumm. Ich bin ein Hirsch. Ja, ich gehe dann nochmal ins Wasser. Jetzt bin ich gleich nochmal an die Stelle, wo ich ins Wasser gefallen bin. Ich wollte filmen.
Aber aus irgendeinem Grund hat GoPro gedacht, nein, jetzt machen wir Serienfotoaufnahmen. Weil das ja das Normalste ist, was man mit einer GoPro macht. Mal. Ah. Ich habe ihn gelöst gekriegt. Oder halt auch nicht. Abrupfen Idees. Zum Glück habe ich so viel gekauft, oder? Dass mir eben genau das passieren kann, oder? Das ist eben der riesen Scheiß bei dem See. Der verzeiht dir gar nichts. Der Boden ist gemacht zum Köder schlucken. Da haben wir noch 5 brandneue. Also bis gleich. Jetzt bin ich gleich so weit hintergegangen, wie ich noch nie gegangen bin. Ist zwar schon sketchy, weil das hier ist alles rutschig. Nur schon da wo ich drauf stehe, das Ganze hier bewegt sich. Jetzt wäre halt geil, dort hinten so weit wie möglich zu gehen. Weil dann kann ich auch dort weiter rausschmeißen. Aber wir machen das ganz vorsichtig da mal. Ja. Und wie da schon Leute waren. Ja. Feuerstelle. Alright. Also selbst ist auch eine Sauerei da. Ah, da sieht es tief aus. Da sieht es sehr gut aus. Ich hasse das, wenn der Köder sich so verfängt. Jetzt. Das sollte aber, glaube ich, schon tief sein. Also wenn das so weitergeht wie da, dann haben wir da schon gute Tiefe. Da könnte es auch noch tricky werden, um den Fisch zu landen. Weil das Board ist eben doch recht steil. Und ich habe keinen langen Kescher. Ich weiss nicht, ob ich einen dran habe oder ob wieder der Köder so verheddert ist. Ja, der Köder ist verheddert. So ein Bullshit. Oder? Nein, ein Fisch dran. Ja, oh mein Gott, und was für einer? Damn! Seht ihr den da unten? Oh wow, der kämpft überhaupt nicht. Krass. Oh. Ich habe gar nicht gecheckt, dass ich einen dran habe. So, jetzt. Komm. Ergib dich. Ja. Im Netz. Ja, ist ein schönes Teil. Hey. Das ist ein neuer Rekord. Das ist ganz sicher ein neuer Rekord. Der recht am Mocken. Hey. Ja, das hat sich überhaupt nicht angefühlt wie ein Fisch. Weil er halt gar nicht gekämpft hat. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Schau noch den an. So, ich töte den schnell. Jetzt müssen wir ihn mal ausmessen. Wahrscheinlich langen die 35 cm da drauf nicht. Ja, nur, können wir schätzen. Ja, was sind das? Ja, so 37,5, 38. Ein schönes Teil. Fett. Sehr schön. Sehr schön. Gleich nicht leer ausgegangen heute. Oh yeah! Ich würde halt gerne mehr mit dem Handy filmen, auch mit dem Stativ und so. Aber ich habe nur noch 50% oder so. Und weiß nicht, mit der Powerbank kann ich das Handy nicht laden. Deswegen ja, muss ich halt mit der GoPro filmen, mehr oder weniger. Ja, also ich werde jetzt erst wieder einschalten, wenn ich einen Biss habe. Oder wenn ich den Platz wechsle. Das sehen wir dann hoffentlich, wenn ich einen Biss habe. Ja. So, der nächste Fisch ist dran. Ich habe wieder mal den Einstieg nicht gefilmt. Aber es könnte noch ein grosser sein. Okay, jetzt muss ich mich vorbereiten. Jetzt wird es dann ernst. Ah, der züpfelt gut. Oh shit, hey. Hä? Oi. Habe ich den seitlich eingehakt?
hat das gerade ein bisschen komisch ausgesehen. Der ist nein! Nein, er hat sich gelöst. Ah, schade. Ich glaube, ich habe bei dem seitlich eingehakt. Weil kurz an der Oberfläche habe ich noch gesehen und es hat ausgesehen, als wäre er so gekrümmt gewesen. Also als hätte er einfach so einen Rückenflossen oder irgendwie so. Als hätte er dort eingehakt. Also wenn er nicht drauf gebissen hat, dann ist eigentlich eh nur fair, dass er wieder weg darf. Aber ich hätte ihn gerne gesehen. Das war noch gross gewesen. Ja, nun. Der nächste dann. Ich glaube, allzu lang mache ich heute nicht mehr. Jetzt ist 3,5–3/4 Stunden, sage ich jetzt. Probiere es noch. Dann mache ich mich langsam auf den Weg. Ja, ich gehe nicht. Es ist viel zu luftig unten. Und arschkalt. Meine Hände, ich habe vorhin nur schnell den Fisch ausgenommen. Meine Hände sind knitschrot. Mega Kälte. Das wäre es für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Fisch habe ich überlisten. Nächstes Mal werden es 2 sein. Ja, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, schalten dann beim nächsten Video wieder ein. Also,